Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Eigentlich könnte man sagen, jetzt beginnt Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben auf Pelzig. Weil jetzt können wir die Add-on-Sache in Angriff nehmen, damit Vatras eine Ablösung kriegt. Und eben jener schickt mich. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Mehrfach. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Ebenfalls Sonst mehrfach. hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Ja. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du Soll brauchst. ich mich denn noch alles kümmern? Hier, bitteschön. Das war das hier. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ehrlich, ich hab's selbst. Natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Ah, Hätte ich mir jo. ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ja, Was du nicht sagst. wie wäre denn das hier? Ich brauche deine Hilfe. Worum soll ich mich Und denn was genau schwebt dir da vor? Wo kriege ich hier den beste Riesling? alles weiter? Nee, ja, hier, wie wär's dort damit? Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Nö. Aber er will sicher eine Menge Geld dafür sehen. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Ja, Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. ja, das hatten wir schon. Geh Da zu waren aber auch Zures am nur Marktplatz und besorg dir Lederrüstungen. einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung Ja, finden ja. wirst. In Matteos Lager vor allem. Ja, komm. Dann hast du wahrscheinlich nur so Anfänger-Tipps für uns. Wie sieht's dann da aus? Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Jo, mach ich. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge Das habe behalten. ich schon immer gesagt. Okay, dann hier. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Das habe ich schon immer gesagt. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Hallo, ich gehöre zum Ring. Irgendwer muss die Dann, warte mal. Dann muss ich wahrscheinlich hier meinen Ringart ziehen, dass der Bescheid weiß. Ring der Erzhaut, Unbezwingbarkeit. Da machen wir erstmal den Geschicklichkeitsring weg. Und Hey, dann du. gucken wir mal, ob er irgendwas dazu sagt. Hier. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Also immer noch dasselbe Scheiß. Okay, hier. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Okay. Tja. Hier? Gibt's was Neues? Kein Geheimnis. Das kann man wohl sagen. Die Paladine haben Bennett, unseren Schmied, verhaftet. Hoch. Wie ist das passiert? Ehrlich, ich hab's Bennett war in der Stadt, um Vorräte einzukaufen. Naja, er ist nicht zurückgekommen. Wenn du genaueres erfahren willst, frag am besten Hodges. Er war mit Bennett in der Stadt. Okay. Bennett. Tja. Stimmt, die Quest war ja auch noch Ablösung für Vatras, bla bla bla, aber dann gehen wir nochmal hier. Hast du was von Bennett gehört? Sie haben ihn anscheinend in die Kaserne gebracht und dort in den Kerker geschmissen. Okay. Wie können wir ihn da rausholen? Soll ich mich denn noch Ich alles habe noch kümmern? keine Idee. Ich komme nicht bis zu seiner Zelle, um mit ihm zu reden. Du nicht sagst. Ja, ich Ich schon. kann eigentlich nur die Ohren offen halten, aber hier erfährt man nichts. Ich bin ja Milizionär, ich darf du hier. Das weißt Tja, Dann habe ich wohl in die Hose geschissen, wenn der mir nichts sagen darf. Dann nehme ich aber meinen Geschicklichkeitsring wieder dran. Tja. Wir haben wenigstens die Sache von Bennett mitkriegt. Es könnte sein, dass man die Quest zuerst erledigen müssen, bevor wir mit Laris weiter rumturnen können. Aber das sollte ich mit Vatras nochmal sprechen. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr so sicher, wie ich denn dazu krieg, sich fortzubewegen, weil auch mit Ring des Wassers Erkennungszeichen ist doch nix. So, Kerl, sieht's denn du aus? Steintafeln, Spenden, magische Kräfte, kannst du mich heilen? Sieht schlecht aus für uns. Habe ich denn nicht irgendwo was im... Die Wassermagier. So. Ich habe Laris das Ornament von Vatras überbracht. Er will es selbst den Wassermagiern überbringen. Ich sollte ihn dabei begleiten.
Tja. Tja. Dunkeloffer, ne? Richtig Dunkeloffer. Für Vatras brauche ich die Ablösung. Mit Laris kann ich nicht fort. Dann kümmern wir uns halt erstmal um Bennett. Das ist ja dann extra die Quest. Bennett sitzt im Knast. Ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Ich weiß nur nicht, was ich da alles rekonstruieren muss dafür, um den Fall zu lösen. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer es war. Da bin ich mal ganz sicher. Ein gewisser Hodges war da noch wichtig. Das wird wahrscheinlich einer von Onas Söldner sein. Aber dann schwätze ich da mal hier mit Lord André. Hier. Was ist mit Bennett, dem Schmied? Du meinst den Söldner? Der sitzt im Knast, wo er hingehört. Kann ich mit ihm sprechen? Klar, geh einfach rein. Aber wenn du versuchst, ihm zur Flucht zu verhelfen, bist du dran. Okay. Gut. Spreche können wir mit ihm, aber ich kann ihn nicht rauslassen. Wäre ziemlich dumm. Du bist doch der Kerl, der Kanta den Händler angezeigt hat. Ja. Es waren jede Menge Leute hier, die sich für ihn verbürgt haben. Angesehene Leute. Die Sache war wohl ein Missverständnis. Naja, sowas kommt vor. Pass in Zukunft besser auf, wen du in den Knast bringst. Ja, genau. Genau. Arschloch. Ja, so Typen kennt man ja. So Typen liebe ich ja. So Kerle, die sich ständig decken und die ganze Zeit so Schmierlappe-Geschäfte führen. So, da ist Bennett drin. Und wer ist dann da noch drin? Da ist noch von Hansel, der da mit drin ist. Darf ich da aufmachen? So. Gucken wir da mal Bennett. Wer ist? Ach, du Borka. Okay. Gut. Mit dem möchte ich eigentlich nicht weitersprechen. Mit dem Zuhälter. Der wird mich eh noch verkloppen. So, mit dir mag ich rette, mein Lieber. Da hätten sie dich aber echt mit so einem wiechte Kerl gesperrt. Stimmt. Und der muss das Auge Inos reparieren. Genau. Das war ja die Sache noch. Okay, dann machen wir zuerst mal hier die Yankee 3. Und ich versuche durch die Zelle, durch die Gitter hier seinen Geldbeutel zu stehlen. Was auch noch funktioniert. Merkwürdigerweise. Dann hier. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an. Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Außerdem muss ich erstmal hier raus. Bevor das nicht der Fall ist, kann ich überhaupt nichts machen. Okay. Dann hier. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Okay. Wie lange brauchst du dafür? Zunächst einmal sitze ich hier fest. Oder siehst du hier eine Schmiede? Wenn ich in meiner Schmiede bin, könnte ich das Ganze an einem Tag schaffen. Okay. Aber dafür muss ich erstmal hier raus. Gut, dann. Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Okay, dann erzähl doch erst einmal. Was ist passiert? Ich war mit Hodges zusammen in der Stadt, um Vorräte für unsere Jungs einzukaufen. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei und Fußgetrappel. Komm zum Punkt. Ja, also wir wussten sofort, da ist was passiert. Und wenn die uns hier sehen, da werden wir sofort eingelocht. Wir sind gerannt wie die Teufel. Und kurz vor dem Stadttor bin ich umgeknickt und hab mir den Knöchel verstaucht. Der Rest ist schnell erzählt. Und die Miliz war sofort da und hat mich direkt in dieses Loch gesteckt. Na klasse. Dann, ich habe so Ahnung, wer. Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Ich Ja. bin mir aber auch nicht sicher. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Das war vorherzusehen, dass dieser Lothar sich irgendwann mal mit dem Falschen anlegt. Haben sie Beweise gegen dich? Sie sagen, Sie haben einen Zeugen, der mich erkannt hat. Weißt du, wer der Zeuge ist? Nein, ich weiß nur, dass er lügt. Okay. Gut, dann. Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Okay. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Ja. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was Richtig. das heißt, kannst du dir ja denken. Ja, wenn die einer von der Söldner hier richten, dann stürmen die Leute natürlich hier die Kaserne. Okay, Lord Hagen führt selbst hier das Kommando. Jetzt weiß ich ja, wo die Rubinklinge her ist. Das werden wahrscheinlich die Leute von Bennett oder Hodges oder Bennett gehabt haben.
Vollstreckung erfolgt in wenigen Tagen. Ah, Bennett ist schon verurteilt. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Justiz hier funktioniert auch prächtig. Wollte ich gerade mal so anmerken. So, der ist schon längst durch Tod durch den Strick verurteilt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, den habe ich schon beklaut. Ulf. Dein Geldbeutel nehme ich mal mit. Dankeschön. So. Das ist ein dämlicher Name. Ich mochte denn nie den Namen. Ulf. Ah, das klingt schon so primitiv, so. Igitt, ich weiß nicht. Ich finde den Namen einfach schrecklich unsympathisch. Bürger. Und Bürger Belia Valentino. sprach zu einem Aha. weiteren Wesen. Tagsüber hört er hier Shade zu. Adanos ließ die Flut Na gut, dann schwätzen wir doch mal mit Lord Hagen. Okay. Genug Kohle für die. Für das Buch über Zweihandkampf habe ich leider auch nicht. Aber kein Wunder, dass der Lodda-Anime hier rumsteht, denn der abgemurkst wird. Ist das nicht verwunderlich? So, und der ist immer noch frei. Das fuchst mich irgendwie auch. Wambo Jumbo. Verstehe irgendwas bei dir? Nö. Okay, gut. Das ist doch alles nur Gerede. Dann gehen wir doch mal zum Hagen das und fragen dann mal, was abgeht. Weil Bennett brauchen wir eh fürs Auge Inners zu reparieren. Und so, Schäfer. Ja, erstmal das. Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Ne. Wir brauchen das Auge. Mach Sache. Sprich mit Pyrokar. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Dann hier. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Yep, erstmal hier. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius, der Sekretär des Statthalters, hat den Mord gesehen. Genau. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Na klasse. Dann soll ich das mal anmerken. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Ja. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Ja, das ist dieser Scheiß von einem mittelalterlichen Inquisitionsgericht. Das ist leider Gottes wirklich so. Beim Inquisitionsgericht geht's halt um Zeuge und deren Glaubwürdigkeit und Anseher. Die Zeuge dürfen keine Verbrechen begangen haben, müssen angesehene Bürger sein. Erst dann dürfen die beim Inquisitionsverfahren überhaupt erst aussagen. Und je höher die im Rang stehen, desto gewichtiger ist ihr Wort. Das heißt, das Wort von einem Sekretär vom Statthalter wiegt mindestens 50 Mal so viel wie das Wort von einem Schmied. Das ist halt schon ziemlich asozial. Und wenn dieser Typ hier lügt, dann ist es so, dass der Mensch unschuldig hingerichtet wird. Ich will gar nicht wissen, in wie viel mittelalterliche Gerichtsverfahren Leute unschuldig getötet worden sind, gehängt, geköpft oder sonst was wurden, nur weil irgendein hoher Fatzke gemeint hat, er könnte sich sowas erlauben, hier Lüge zu verzählen. So, du Schmierbeitel. Dann hier. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Ja, auf ihn, Freunde. Was hast du gesehen? Arschloch. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Ja, jetzt um 14:41 Uhr, so wie du schaffst, wollte ich mal Urlaub machen, Kerl. So. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Ja. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ja, genau. Und du hast nichts unternommen dann. So ein Schmierlappe. Und so jemand glaubt ein Paladin? Also ein Paladin glaubt so ein Idiot? Ich glaube dir nicht. Und wenn schon. Was willst du dagegen tun? Dich totschlache. Hier. Auf mein Eid steht Knast. Langer Knast. Du willst mir drohen. Ein kleiner Gardist will mir drohen. Ja. Mir, dem Sekretär des Statthalters. Ja?
Wenn du nicht Schon? sofort verschwindest, werde ich dafür sorgen, dass du degradiert wirst. Ach, warte mal ab, du Ich glaube Ekelbolzer. dir nicht. Und wenn Bla bla bla. Dann hier. Was verlangst du? du hast gar nicht genug Gold, um mich zu bezahlen. Wie viel? 2000 Goldstücke. Boah. Dann könnte ich mir die Sache nochmal überlegen. Ich glaube dir nicht. Und Hier? Du willst doch weiterleben, oder? wenn du mich angreifst, wird man dich hängen. Ich habe mächtige Freunde, also wage es nicht, Hand an mich zu legen. Jetzt raus hier, oder ich rufe die Wachen. Warte mal. Ich glaube, den können wir zusammenschlagen, den Kerl. Probieren wir es einfach mal aus. Warte. So. Genau. Da tut sich auch nichts, da kommt auch keiner dazwischen. Tagebuch, das Tagebuch von Cornelius. Ich gebe doch keine 2000 Euro, was so ein widerlicher Schleimbeutel hier aus. Klopp ich da lieber zusammen und dann kommt nicht mal jemand zur Hilfe, dem Ekeltyp. Das Tagebuch von Cornelius. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich noch Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit. Sie haben einer dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Alter, was ein ekelhafte Bolze Schleim. Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Ja, widerlicher Scheißhaufer. So, dann habe ich auch bewusst so schmierlappig vorgelesen, den Typ. So, ich hoffe, die Stadtwache und die Torwache stoppen mich jetzt nicht, weil so kann ich definitiv reine Sache machen. Muss ich ja gar keinen Hodges erstmal suchen, sondern einfach nur hingehe und den miese Drecksack hier zusammenschlache. Und, wie gesagt, muss ich keine Münze ausgeben, was sowas. Geht gar nicht. Zur Not hätte ich auch noch einen Vergessenszauber auf den Wirken können, aber ich glaube, das funktioniert auch so. So. Dann. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren. Und der Herr lächelte fein. Die Menschen So sieht es nämlich aus. Das finde ich so geil bei der Ritter der Kokosnuss, weil dann, irgend so ein Quatsch kommt und dann von dem Mönch einfach nur diese Aussage. Und der Herr lächelte fein. Ach ja. Ich weiß, den Humor hat nicht jeder, aber so Sache finde ich dann auch als mal lustig. Ist halt so. Okay, 15:39 Uhr haben wir's. Perfekt. Ja, wie gesagt, 14:41 Uhr wollte der Typ schon ins Büro schließen. Also wie gesagt, so wie der schafft, wollte ich immer Urlaub machen. Das geht immer gar nicht. So, Schäfer. Hier. Ich glaube, Cornelius lügt. Bist du sicher? Jo. Ja, Was für Beweise hast du? ich habe sein Tagebuch gelesen. Er wurde geschmiert. Es war alles gelogen. Wenn das wirklich stimmt, musst du sofort zu Lord Hagen gehen. Ach so, das auch noch. Zeige ihm das Tagebuch. Er wird sich dann um alles kümmern. Ah, wird er das, alles klar. Na gut, dann wollte ich aber trotzdem Lord André Bescheid geben. Ich glaube, die Sache macht uns dann auch zum Paladin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir brauchen wirklich diese Aufgabe mit Bennett. Und wenn wir die Aufgabe erledigt haben, dann kriegen wir die Ritterweihe verpasst. Dann hieß dann auch, ja, du hast eine Unschuldige bewahrt und pipapo, dein Herz ist rechtschaffen, du bist hier der schnaffteste Kerl, wo gibt von Welt. Und dann wäre ich ein geweihter, ein gesalbter Ritter. Müssen wir mal gucken. Weil Ritter sind ja die mit der Kettehemde und mit der Teilplatte. Und die Paladine sind die in der Vollplatte. Auch wenn die hier die ganze Zeit die ganze Rittergedönse als Paladine bezeichnen, mag ich trotzdem den Unterschied machen zwischen Ritter und Paladin. Also so Typen hier, das sind Ritter.
Und deren Rüstung kriege ich natürlich als erstes. Das ist dann die Ritterrüstung. Und dann gibt es die Paladin-Rüstung. Genau wie ich bei den Milizionären unterscheide würde zwischen einfacher Milizsoldat für die normale Milizrüstung. Und für das, was wir tragen, wären wahrscheinlich die Offiziere in der Miliz. Beziehungsweise die Feldwebel oder ähnliches. So. Oder Weibel hieß so im Mittelalter für sowas, für so einen Rang. Sodele, hier. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Und ich kann Dort steht lesen. alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Na Allah. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Deine Taten würden einem der unsrigen zur Ehre gereichen. Ja, deswegen will ich jetzt auch hier das. Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Gut, du hast bewiesen, dass du den Mut, das Können und das Gewissen hast, Inos zu dienen. Ja, ist Deine geil, ne? Taten sind Zeugnis deines reinen Herzens. Wenn es dein Wunsch ist, dann werde ich dich in unserem Orden willkommen heißen. Ritterweihe! Ja! Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Viele Männer sind diesen Weg gegangen und haben im Namen Inos ihr Leben gelassen. Schwörst du ihren Tod durch deine Taten zu ehren und Inos Ruhm zu verkünden? Ich schwöre. Dann sollst du von nun an Mitglied sein in unserer Gemeinschaft. Yay! Hiermit ernenne ich dich zu einem Streiter Inos. Ich übergebe dir die Waffen und Rüstung eines Ritters. Trage sie mit Stolz, Ritter. Von nun an hast du Kraft deines Ranges Zugang zum Kloster. Den Gebrauch unserer Magie wird dich Albrecht lehren. Sprich am besten einfach mit ihm. Und selbstverständlich stehen dir nun auch unsere Quartiere in der Oberstadt zur Verfügung. Aha. Deus Vult! So, danke. Perfekt. So, gucken wir uns das doch mal an. Wir haben hier Rüstung Ring des Wassers, klar. Schwere Milizrüstung 70, 70, 10, 10. Ritterrüstung 100, 150, 25. Na, Allah, jetzt haben wir mal einen richtig guten Schutz vor diesem Scheiß von diesen, wie heißen sie, von diesen Suchenden. So, perfekt, perfekt, perfekt. Die Ritterrüstung sieht mal richtig schnafter aus. So, alter Die Ingmar. Situation im Minental ist beunruhigend. Aber wir werden Pläne entwickeln, um die Gefahren zu beseitigen und das Erz und unsere Jungs da rauszuholen. Aller hopp. Jetzt kann ich aber von dir was lernen. Kann ich von dir lernen? Lerne von mir, wie du deinen Arm stärkst, um deinen Waffen die nötige Schlagkraft zu verleihen. Okay, das ist unser Stärkelehrer dann als Ritter. Ich müsste Paladin-Schwert noch kriegt, aber genau. 60, 60, das ist halt Quatsch, das Ding. So, dann ist das ja unser Zauberhansel, Albrecht. Es wäre gewagt, sein Geldbeutel. Nee, lass mal das mal. So. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich würdig erweist, werde ich dir die magischen Runen der Paladine verleihen. Aha. Außerdem kann ich dir beibringen, deine magische Kraft zu vergrößern. Meine magische Kraft, alles klar. Dann, erstmal hier. Wahrscheinlich kriege ich jetzt heiliges Licht oder so. Bin ich würdig, eine Rune zu empfangen? Als Zeichen deines Ranges verleihe ich dir die Rune des Lichts. Ja. Sie ist Symbol der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Mindestens. Leuchtet all denjenigen den Weg, die den aufrechten Pfad Innos begehen. Ja. Alle weiteren Runen musst du dir verdienen. Naja, man Komme kriegt wieder, so, wenn du denkst, dass du dich ihrer würdig erwiesen hast. man kriegt so Lichtrune, ach, wenn man so von einem toten Ritter im Minetal flattert. Insofern, ja, hier. Bin ich würdig, eine Rune zu empfangen? Für welchen Weg entscheidest du dich? Den Weg der Heilung oder den Weg des Kampfes? Für Heilung habe ich Alchemie, von daher Kampf. Ich wähle den Weg des Kampfes. Du bist noch nicht würdig, den nächsten Spruch dieses Weges zu erhalten. Alter. Dann halt nicht. Ich bin ja sowas. Ich wähle den Weg der Heilung. Du bist noch nicht würdig. Ja, dann lass mich doch gerade in Friede. Dann, Rune kann ich leider nicht selber herstellen. Das ist etwas schade. Da kriege ich dann immer nur verlieren, noch gewisse Etappe. Wie gesagt, hier haben wir die wir geflattert haben. Und das ist die wir so verliehen gekriegt haben. Dann nehme ich lieber die ich verdient habe, als die ich geflattert habe. Aber geiler Scheiß, oder? Jetzt sind wir hier Ritter. Jetzt sind wir hier ein geweihter Ritter. Haben unseren Eid abgelegt. Und jetzt sind wir dabei. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Und außerdem können wir jetzt in dem
schnieke Fachwerkhaus da hinten, wo der Wambo Jumbo davor steht. Ach, nächtiger. Dazu haben wir noch eine ultra geile Rüstung gekriegt. Und es wird Zeit, dass wir Benny Boy jetzt aus dem Knast entlassen. Und dann kann ich Lares Bescheid stoßen. Eventuell ist er dann in der Lage, vom Hafen wegzugehen. Weil ich glaube, das ist wirklich so geregelt. Wenn die Quest mit Bennett nicht ist, dann hätte ich so mit Lares schon rumturnen können. Aber ansonsten, wenn die Sache mit Bennett ist, kann er da auch nicht fortgehen. Aber jetzt, da sei Leute von Onas Hof soweit wieder sicher sind, dürfte er eigentlich jetzt die Situation wieder im Griff haben und dürfte das Ganze verlassen können. Also insofern haben wir tatsächlich noch in der Hauptquest was machen können, dass wir Bennett befreit haben und somit auch als Ritter mit dabei sind. Und die Sache mit dem Magier organisieren, die ist, glaube ich, noch nicht so weit. Also die Sache mit dem Magier organisieren geht erst so weit, wenn Vatras seine Ablösung hat. Deswegen, Du bist hier. jetzt also ein Paladin. Nö, ein Ritter, nur. Gratuliere. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass du nicht lange bei der Miliz bleiben würdest. Aha. Ja, ich glaube, Cornelius lügt. So nebenbei nochmal. Sag ich es einfach nochmal. Ich glaube, Cornelius lügt. Bist du sicher? Ja? Ja, Was für Beweise hast du? ich habe sein... Wenn Okay. das zeige... Bla bla bla. Ich meine, das Zeug hat mich überhaupt erst zum Ritter gemacht. Aber, jo, Allah. Der Benny Boy ist mittlerweile schon fort. Okay. Da ist nur ein Borka noch drin. Der... Ja. Genau. Oh, Schähens ist aber hier bis auf das Blut. Und sogar ein eigener Wasserelmer. Na, wenn das nichts ist. Ala hopp. Gut. Dann wäre die Sache erledigt. Bennett ist jetzt auf dem... habe ich die... Ne, die Quest Bennett sitzt im Knast, habe ich auch nicht. Das Tagebuch ist der Beweis, den ich brauche, um Bennett zu entlasten. Okay, der ist also schon wieder weg bei Onas Hof. Da müsste ich auch noch mal hingehen. Ich glaube, da kriege ich dann auch eine Rune verlieren, damit ich mich auch zu Onas Hof teleportieren kann. Ist natürlich unglaublich nützlich, das Ganze. Sollte ich dann mal machen, wenn ich mal wieder in der Nähe bin, dass ich bei Benny Boy vorbeiguck, der kann mir dann sowieso das Auge Inos reparieren. Obwohl die es natürlich nicht gern sehen, dass so ein Ritter auf ihrem Gut rumspaziert. Also, da die in Fehde schon in fast in offenem Krieg zueinander stehen, werden die das nicht so gern sehen, wenn du so einen Paladin durch die Gegend schlappt. Aber egal. Jetzt fragen wir doch mal Lares. Und dann schauen wir mal, ob dann soweit alles stimmt und passt. So, Hey, du. Lares. Nee. Was genau machst Darüber kann ich nicht reden. Vatras... Okay, gut, Kerl, dann muss ich, glaube ich, in der Rüstung erscheinen, oder? Dann haben wir doch mal hier, Ring der Geschicklichkeit weg. Ring des Wassers. Ring des Wassers. So, Hansel, Hey, die du. Bansel. Noch einmal. Was genau machst du hier? Darüber kann... Vatras würde mir den... Alter, okay, auch wenn ich mich dem Typ offenbar, ist es offensichtlich so geheim, dass er mal gar nichts sagen kann. Okay, na prima. Wie machen wir das dann jetzt? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Jetzt bin ich mal gerade echt nicht mehr so sicher, wie das funktionieren soll. Gehen wir nochmal zu... Ah ja, zu Matteo kann ich übrigens auch nochmal reingehen. Einfach mal gucken, was der... Ah, der dürfte auch noch ein paar Dietriche parat haben, oder? Es wäre einfach sein Geldbeutel. Aber als Ritter sollten wir vorher nochmal speichern, glaube ich. Hey. So, hier. Joink. Sehr schön. Weil er was so Leute bestehle, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber wir brauchen trotzdem nochmal wegen seiner Dietricher. Wenn ich... Okay, ja, dann nochmal 5 parat. Dankeschön, die nehme ich auf jeden Fall. Gut, Dietriche kann man immer gut gebrauchen. So, dann Matteo. Bla bla bla. Der hat nichts parat, aber so einen kleinen Heiltrank nehmen wir auf jeden Fall. Nee, der hat nichts. Dafür, dass er Rüstungshändler sein soll, ist der ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Okay, dann... Bossbar. Bla bla bla.
Buchenbogen, was hat er noch? Ring der Geschicklichkeit für 5. Ledergürtel, Gewandtheit, Geschicklichkeit. Nö, der hat nichts Spannendes für uns. Dann kriegt er halt nur so ein bisschen Schwachsinn verkauft. So. Ja, den Quatsch kann er meine Wege auch noch haben. So, okay. Paladin-Schwert behalten wir einfach mal, weil es ist unsere Standardausrüstung, die man verliehen kriegt. Tja. Das ist jetzt etwas doof. Ich glaube, ich muss nochmal nachgucken, wie das ist mit Lares. Ab wann wir den Herr wegbequemt kriegen. Aber da Vatras ja auch nicht mit uns sprechen mag, ist das schon etwas ätzend. Teil seiner göttlichen Macht. Das ist gerade so krachte. Nee, mit dem geht doch nichts. Ich will Athanos etwas spenden. Pipapo und blä. Ablösung für Vatras. Bla bla bla. Die Wassermagier. Ich habe Lares das Ornament gebracht. Er will es selbst den Wassermagiern überbringen. Ich sollte ihn dabei begleiten. Okay, Tja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Nichts mehr Großartiges. Deswegen die Sache. Ich gehe gerade nochmal hier weg, damit ich nicht das ganze Schwallgedöns von dem höre. Mach hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.